Guten Abend, mein Name ist Valerie Kamp, hier sind die Kanal News. 750 Tonnen Perzfleisch gehen über die pure Main als Kalbfleisch ausgehen und weiterverarbeitet. 4,5 Millionen Fertigprodukte sind davon betroffen, und da mehr wie 13 Länder. Wie konnte zu diesem Skandal kommen? Auch mit Medikamenten trägt Perzfleisch mit schädlichen Effekten für den Mensch, wird dabei verarbeitet. Ob das im Zusammenhang mit diesem nächsten Beitrag steht, darüber haben wir noch keine weiteren Informationen. Seit 2005 war der deutsche Josef Ratzinger Papst als Chef von über 1,2 Milliarden Katholiken. Damit war er das mächtigste Kirchenoberhaupt von der Geschichte. Den 11. Februar 2013 hat er aus gesundheitlichen Gründen überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Hier ein kleines Resümee von seinem Leben. Mit 16 Jahren hat er als Flakhelfer in den Nazien am Krieg gedient und wurde 1951 zum Priester geweiht. Nach seiner Promotion an Theologie wurde er Kardinal. Als Papst hat er unter anderem Kondomverbot von der katholischen Kirche gelockert, den Austausch zwischen den Weltreligionen gefordert und sich für mehr harte Bestrafungen am Missbrauchsskandal von der katholischen Kirche angesagt. Weil er sich mittlerweile aber zu alt für sein Amt gefehlt hat der Papst sich Abend vom 28. Februar 2013 mit einem Helikopter in Richtung Allmächtigen erhoben, für seine Sommerresidenz zu Castel Gandolfo zu fliehen. Nicht nur der Vatikan muss laut Konsequenzen vom Papst seiner Entscheidung drohen, aber auch der nicht gerade so helle Schrut in den himmlischen Zeichen. 950 Menschen wurden verletzt, etliche Häuser und Fabriken von einer gewaltigen Druckwelle zerstört. Das sind Nachrichten, die Russland und der Rest der Welt den 15. Februar geschockt haben. Gegen der Morgen ist ein Meteorit ca. 40 Kilometer über der Erdoberfläche explodiert und hat Lichtblitze und Qualm verursacht, wie ihn auf diese Bilder gesagt. Und damit schließen wir die Kanal News für diesen Monat auf. Ich sage merci fürs Nachgucken und gute Nacht.